Guten Abend. Aha. Also mit der Kameraposition müssen wir noch etwas machen. Aber das ist nicht so tragisch. Wir wollen ja nicht mich anschauen. Hallo, willkommen. Ich bin wieder mal in meiner Routine abspulten. Im No Man's Sky. Jetzt mit dem Alienware Grafikverstärker und einer mittelalterlichen und nicht mehr uralterlichen Grafikkarte drin. Ich wüsste nicht einmal, Nvidia 1700, glaube ich. Wir machen im Prinzip einfach eine Erkundungstour. Ich bin eigentlich auf dem Weg in das noch unbekannte System, wo ich Mineralien scannen muss. Das nimmt leider nicht mehr einfach alles in dem Quest. Das gibt eine ziemliche Odyssee durch die Galaxie. Zwischendrin räumen wir noch gerne ein bisschen gratis ab. Ich glaube, der ist wirklich zu weit weg. Ja, das muss jetzt nicht sein. Wobei, wir könnten ja mal da durchfliegen. So macht man das. Könnte die Psyche sein. Da behauptet der eine, der sei aus purem Gold. Was wahrscheinlich nicht stimmt, aber es könnte ja sein. So, jetzt. Der grüne Pfad führt zum Ziel. Da haben wir. System zeigt er mir an. Ich bin zu voll, um die einzelnen abklappern. Ich springe direkt. Ich rennt wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter, aber das System zeigt leider nicht mehr als die 4 Systeme aufs Mal an. Da muss ich jetzt immer dem nachspringen und schauen, bis ich es gefunden habe. Das ist übrigens alkoholfrei und nicht einmal ein Bier. Das hat die Adresse von YouTube. Die können ja sicher Schweizerdeutsch. So. Burgunder 17. Sind wir jetzt echt im richtigen System? Oh, Piraten. Dann schalten wir mal auf die dicke Wumme um. Man sieht es da links unten, also eigentlich oben im Instrumentenpanel, sich Piraten ankündigt.
Ja, ich kann schon gar nicht auf die Notfallkommunikation um. Da kommen sie. So, mehr hat er nicht gebraucht. Ein bisschen auf Distanz gehen. Schild nachladen. Kollegen eins braten. Sie vertragen wirklich mehr seit einer Weile, die Piraten. Die Piraten. Aber dafür habe ich auch meine Wingdings. Wingex und Wicken und Wing. Kovacs. Ups, so, jetzt muss ich bald schauen, dass ich die eigenen nicht so schnell mache. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht plötzlich die falschen beschießt. Ups, okay, dann können wir gerade eins braten. Aber der ist jetzt schon ramponiert. Schild nachladen. Ich habe natürlich auch den dicken Schild. Darum hocke ich da wie eine lahme Ente in der Mitte und lasse mich beballern. Wie die Kollegas. Hat wieder, braucht noch mehr. Hat er noch nicht genug. Wo ist er? Das ist aber ein anderer. Ballista, die ist gut, die haltet das Schild. Die macht das Schild vom anderen zu Müsli. Ups. Muss man aufpassen, jetzt habe ich einen von meinen Wingmen recht eins reingebraten. Raketen an die Nuss. Oh je, das ist ja schon eine Mischung, dass da alles rumsockt. Da musst du echt aufpassen, dass nicht irgendein Unbeteiligter verwünscht ist, weil der gibt recht auf die Nuss. Erste Schäden. Kollege. Also den haben wir mal. Ups, falscher Schalter gewesen. Jetzt haben wir mal aus dem ganzen Chaos raus. Da hat es definitiv ein bisschen zu viel auf einen Haufen. Da muss ich gezielt vorgehen. So, der Pirat hätten wir versagt. Nicht mehr reinfliegen, dann gibt es noch etwas gratis. So, das Mühsame ist eigentlich, dass mir so viele Kollegen helfen.
Weil in dem ganzen Gewühle rein mit Frachter und Polizeischiff und Händler und meine Wingman. Ein Schild noch nicht weit genug unten gewesen. Ja, dann, ups. Schild nachladen. Braucht man viel Schildbatterien, Sodium, Zeug und Plunder. So. Meine Methode ist im Prinzip, wenn du so willst, tanken. Ups, ja. Hätte man fast, wäre fast in mich reingeröstet. Warte jetzt. Abstand. So, jetzt hat es geschafft, doch noch wegzukommen. Schild nachladen. Einmal, die vertragen etwas. Also ich muss sagen, die Piraten, sie sind vielleicht taktisch nicht die schleuesten, weil die hocken jetzt echt im Hexenkessel. Es sind ein bisschen zu viele, die einen die Hucke vollhauen. Aber sie ziehen eisern durch. Probieren weiter mich anzugreifen. Behagt von mindestens 10 Schiffen. Aber ja, so eine Piratenprügelei, die hat echt in sich, da läuft etwas. Und wenn ich nicht der Mr. Tycoon wäre, mit einer sehr satten Ausrüstung, dann hätte ich jetzt ein bisschen zu beißen. Aber so ist es letzten Endes immer nur eine Frage der Zeit. Da hocken, im Kreis fliegen, Kollege Essig zerlegen. Langsam und solide. Die Hucke voll prügeln, bis er nicht mehr weiss, wer oben und unten ist. Rumspeng Scherbel, so, also das war mal ein Ende. Oh! Und schon haben wir eine Runde Piraten verräumt. Sind es aber gerade ein paar gewesen. So. Schauen wir uns mal das System an. Piraten kontrolliert. Das heißt aber nicht, dass Piraten keine Freude haben, wenn andere Piraten in ihrem Gebiet da rumhocken. Das hat jetzt übel auf die Nuss gegeben. Vielleicht sind Outlaws auch nicht das gleiche wie uns Kommune Piraten. Aber jetzt machen wir mal eine Landung zum eine Runde speichern. Ich habe die Piraten-Einführungsquest schon gemacht, darum bin ich da wohlgelitten. Nachdem ich den Kollegen auch gründlich die Konkurrenz vom Hals ballert habe, wenn auch zugegebenermaßen nicht allein. Da haben wir noch so eine, die lassen wir jetzt durch.
Laderaum habe ich genug. Dann schauen wir mal, was es da geht. Aha. Exosuit Modul. Pulse Splitter. Das ist auch das Multitool. Plasma Launcher. Da weiß ich jetzt nicht, was es gegeben hat. Das ist irgendwie verschwunden im Ding rein. Pulse. Plasma Launcher. Fusion Core, da habe ich bereits. Schauen wir mal. Oh. Nicht das Schiffli. Nicht das Raumschiff haben sie hier. Ist aber nur eine C-Klasse. Aber hübsch. Da habe ich allerdings schon eine S-Klasse von der Solar. Wenn auch nicht ganz gleich schön, muss ich zugeben. So, was haben wir da? Irgendwo jetzt doch da sicher ein Handelsterminal. Oder ein Händler. Ja. Da können wir mal noch schauen, ob gerade etwas gute Preise hat. Die Flash-Rope sind so selten und dann gibt es nichts Gescheites draus. Wenn ich relativ gesehen sind die nicht wertvoll. Gibt es noch andere Kandidaten? Da braucht es nicht. Da braucht es. Ja, das ist jetzt nicht ein spezieller guter Preis für irgendetwas. Da die einfach loswerden, weil rufmäßig nichts mehr. Was ich noch könnte machen. Die finden mich wohl alle irgendwie ganz sympathisch. So, ja gut. Nächster Sprung, nächstes Glück. Ich mache da immer noch den Speicher-Run. Obwohl die neueste Version von No Man's Sky eigentlich relativ gut auch Positionen irgendwo im GUI speichert. Das ist jetzt neu. Funktioniert noch nicht perfekt. Aber man muss sich nicht mehr so ganz so um Speicherpunkte kümmern. Ah, was gibt's denn da? Aha. Mehr Infos. So, gehen wir wieder auf frei. Also ich frage mich langsam, ob ich da noch das ganze Universum muss. Nächster Sprung. Jetzt habe ich bald etwa 10 Sprünge hinter mir und bin immer noch nicht näher an meinem Ziel. Wenn ich es recht überlege, kann es sein, dass ich zwischendrin in ein schwarzes Loch durchgeflogen bin. Eine gute Million Lichtjahre gemacht habe. Dann müssen wir vielleicht die Strategie mal anpassen. Aha.
Wie ist da die Situation? Ja, relativ normal. Fliege die Station noch an, nachher speichere. Vielleicht kann ich auch noch das ein oder andere Zeug da verkaufen. Was ist das schon wieder gewesen? Trade, ja. Da hätte ich glaube ich etwas, wo Kohle gibt. Oh, das Ziel müssen wir können. Kollege Essig rasselt die Wand. So. Das Parkieren ist relativ gut automatisiert. Das ist ein Unterschied zum Elite und O-Light. So. Yep. Draussen hupet's. Hey, fliegen noch Nuss. Schon wieder so ein Solar. Neue Klasse, die meisten sind C. So, dann verkaufen wir da mal noch das Zeug und dann schauen wir mal, ob es da nicht eine andere Lösung gibt. Da, Neural Duct. Das verkauft sich am besser da rein. Flash Rope. Ja, das ist immer etwa im gleichen Bereich. Vielleicht verkaufe ich es dann einmal. Haben wir da noch etwas? Fusion Core, was ist denn das? Mining. Ja, Kollege. Gehen wir mal ins Log auf die Mission. Jetzt mache ich mal einen Sprung. Gehen wir mal von einem anderen Punkt aus. Mal auf den Frachter. Auf mein kleines Schiffli, meine kleine Yacht. Wird wieder gesperrt, weil ich ein Lied gesungen habe. So, da haben wir den Kollegen Grünzeug. Da haben wir sonst so Kollegen. Da haben wir ein bisschen Sachen ab. Entschuldigung. Immer speichern, 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 bis es reicht. Das umlagern in Container.
Hey. Das ist jetzt nicht so sinnvoll gewesen. Das und das. Das, wenn wir gerade schon dabei sind, von dem haben wir zwar schon genug. Jetzt mal schauen, da hat das in den Container geflogen. Das dann wir wieder im Frachter rüber. Ja, wir haben Zeugs. Aber das ist ja bei No Man's Sky normal. Man muss ein Material nicht nachwählen, das Material rentieren nach. So. Jetzt gehen wir die Fregattenmissionen abnehmen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz alles durch. Ist euch vielleicht aufgefallen. Und das hat Quelle, Rit. Kohle ohne Ende. Storage Augmentation nehmen wir immer. So. Jetzt haben wir die Missionen da gemacht. Jetzt schicken wir die neuen Fregattenmissionen los. Kollege, was gibt's Gutes? I'm pleased if you are pleased. Es geht wieder Discoveries. Machen wir anders. Da gehen wir fast schon die Discoverer raus. Jetzt machen wir What's Storage. Ich brauche vor allem Technologieslots. Da haben wir da. Weil dann können wir Material einladen, also Maschinen einbauen. So, Frachter. Da haben wir Interstellar Scanner, Threat Detection Array. Den können wir jetzt gerade brauchen, weil jetzt wird ich mit dem Frachter springen. So, jetzt haben wir den Hyperdrive Range hat recht Rand rausgeballert. Dann wir die mal oben rein, dass da nicht so komisches Zeugs reinbratet.
Ja, das ist klar. So, was wir jetzt noch machen. Hintere Säppeln. Ich mache jetzt einen Sprung mit dem Frachter. Ich schaue, ob ich mit dem Frachter Warp Drive so weit komme, dass ich vielleicht mein Missionsziel finde. Das mache ich sehr selten, Frachter Warp. Gut, Current Mission, genau. Da bin ich schon gewesen. Ja, nein, dann machen wir es nochmal anders. Ich mache zwar die wesentlich weiteren Sprünge. Aber das sind 879 Lichtjahre. Nein. Wenn ich mit einem Sprung bloß so 6, 7 Wegpunkte weiterkomme, dann wird das nichts. Dann bin ich in einem anderen Teil irgendwo hinter dem schwarzen Loch. Das schwarze Loch hat mir über 1 Million Lichtjahre geflügelt und wenn ich dann 900 Lichtjahre pro Sprung mache, könnt ihr selber ausrechnen, wie lange das etwa dauert. So, ab zum Transporter. Kurze Nebenquest. So. Genau, ich habe das Material schon, das er braucht. So, haben wir das auch gemacht. Und jetzt springen wir in eine von den, oder wie eins von den Verzeichnissen. Gehen wir mal. Wo könnten wir etwa gewesen sein, wo wir den Quest angenommen haben? Das geht in der Reihenfolge vom Flug. Da bin ich in Usare, das habe ich noch nicht fertig untersucht. Plan 4. Inquilo. Gehen wir mal Frau Menxi. Einfach nach Gefühl. Was ist der Frau Menxi da? Ja, das wird jetzt eine Sucherei, hä? Entweder 1 Million Lichtjahre oder 2 Millionen oder 3 Millionen in 900 Lichtjahrsprünge durchhüpfen. Was notabene noch lustig ist, ich habe jetzt irgendwie innerhalb von der gleichen Galaxie über 1 Million Lichtjahre gemacht und die ist nur 700.000 Lichtjahre lang. Das heisst, das Wurmloch ist meine erheblich rum gewesen. Ja, hallo Kollege.
Jetzt können wir da gerade noch etwas verkaufen. Ja, es ist ein Grümscheli-Spiel und ein Mikromanagement. Da die Fusion Cores kann man verkaufen für einen guten Preis. Mehr habe ich da nicht mehr. Gibt es da noch etwas, was besonders gut verkaufbar ist? Geht jetzt noch, aber die verkaufe ich gerade schon mal. Die können wir auch verkaufen. Das da auch. Es gibt genug Höhlen. Manchmal geht es auch darum, wieder Platz zu haben. Lemium habe ich auch schon genug. So. Also dann, rausfliegen. Galaxy Map, Galactic Map güchseln. Ladstein noch emirien. Jetzt wie immer noch geschwind speichern. Ja, es zieht sich, hä? Aus der Abflugschneisen raus, sonst rasselt dran jetzt noch einen auf die Nuss. So. Current Mission. Wo springt denn jetzt hin? Das ist der grüne Strahl, oder? Auch kein blasser Dunst. Zu was das führt. Überspringen wir mal die 700 Lichtjahre. Ja, ja. Das ist jetzt eine Suchmission, eine ganz üble Suchmission. Ich glaube, mein Fehler ist halt, ich bin nicht direkt dort, wo ich sie angenommen habe, rausgesprungen. Sondern zuerst noch etwas anderes gemacht und jetzt muss ich den entsprechenden Planet finden. Ja. Jetzt gehen wir mal zum Missionsheiniger schauen.
Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit. Blub. Die Mission zu resetten. Nein, nicht so wirklich, aber die Fregattenmodul, auf die bin ich heiß. Dann gehen wir jetzt auf den Viecher-Scan und schauen, ob wir die Mission verwünschen, wenn ich jetzt von da ausgehe. Ich glaube, der Way to do it ist schon so, dass man da dann direkt auf die Mission ziehst und nie nichts anderes einhüpft, sonst geht es eben in die Hose. Ja! Nur so lernt man es. Gut, was sagt denn Galaxy Map jetzt? Current Mission, ja genau, das ist nämlich nur ein Katzensprung. Dann scannen wir die Viechereien und holen uns die Ware ab. So wär's, so müssen wir es machen. Direkt vom System aus einen Sprung machen. Über zu dem System, wo man hin muss. Und ja, nicht die Mission liegen lassen. Wieso kannst du den Ausblick suchen? Also jetzt ist der Planet da. Ah. Und schwupp. Mal schauen. Im Vorbeigehen noch geschwind defekte Ware reparieren. Auf Bremse stehen. Sieht nach der Höhle aus da. Das scheint ein einigermaßen friedlicher Planet zu sein, abgesehen davon, dass die Strecke giftig ist und stürmisch. Ja, da freut sich der Giftschutzschirm. Bis jetzt kennen wir noch keine Viecher. Wo jetzt den Viecher? Da zeigt es mir Viecher an.
Jetzt mal schauen, ob es nicht die Viecher sind. Freundlich. Also das Wetter ist auf der... Jetzt ist mir die Drohne wieder in den Weg geflogen. Der Kollege ist effektiv ein bisschen Neigungen zu einfach schnell zu hocken, wenn man es arbeiten sollte. Das sieht nach Jäger aus. Ah nein. Ich glaube, das ist da in der Höhle rein. Ah. Wir haben bereits unsere Mission erfüllt. Und weil das Wetter gerade so schön ist, mache ich noch einen Spaziergang. So. Autsch, was war das? Ah. Bissige Pflanze. Sie wollen mich zwar nicht fressen, aber sie wollen mich hauen. So, wo ist unser Schiff? Ah, da. Schlafen wir mal, das sieht aus wie ein Stachelschweinchen. Jetzt noch freies zu futtern. Eine Runde melken. Ja, Kollege Viech. Dann hupsen wir mal wieder raus. Leider kann man nicht vom Schiff aus kennen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt schon dann langsam der Abschluss. Mission abgeben. Und zurück zum Frachter zum Modul einbauen. Ja, das Weltall ist doch gar nicht so giftig. Das Cadmium Drive haben sie mir dort geschlossen. Ja gut, der Wiring Loom hat doch etwas gekostet, aber liegt noch im Budget, sagen wir so. Jetzt wollte ich noch schauen, ob das Hyperdrive muss geladen werden. Da sind wir noch auf 80% und nach diesen ganzen, nach 5 Sprüngen oder so, liegt das auch im Budget. Oh, dann machen wir es uns gemütlich, bis wir angekommen sind. Wobei, ein Finger auf der Bremse schadet nie, manchmal kommt noch etwas zwischen rein.
über queren Weg reinkommen. So, man sieht es, also ich kann auch einigermaßen schön anfliegen. Wenn das am Flughafen Zürich mich so von der Seite einschleichen, dann wird es mir wahrscheinlich die Ohren lang ziehen. Aber man sieht ja, der Verkehr ist da im Moment niedrig und abgesehen davon hat jedes Schiff ein solides Schutzschild, also da kann es recht rasseln, ohne dass wirklich etwas passiert. Man hat es ja bei den Piraten gesehen, den Schutzschild braucht man auch für etwas. So, was haben wir da? Ja, das tut jetzt mal. Ich brauche vor allem so Frachtermodul und so nichts Zeugs. Sonstiges Material habe ich im Wesentlichen. Ich glaube, jetzt komplettieren wir gerade alle Frachterteile, wenn ich das richtig sehe. Und das wäre gerade ein guter Abschluss für das Video. Ich weiß gar nicht, wie lange der unterdessen geworden ist. Sicher nicht zu kurz. So. Jetzt sind wir wieder da. Save Point. Gehen wir durch den Gemüsegarten. Gehen da mal rein. Da haben wir alles. Da haben wir noch ein Teil von der Basis. Da haben wir noch das Teil von der Basis. Ich hätte jetzt gemeint, ich hätte 2 Fregattenmodule bekommen, aber so wie es aussieht, ist es nur 1 gewesen. Dann bleibt jetzt noch das eine Teil übrig. Dann schicken wir halt doch mal noch die Fregatten los. Und hoffen, die bringen mir dann etwas mit. Da. Dort schicken wir unsere beste. Dieses schlechteste. Das gibt es eben immer noch mehr als genug. Dann haben wir da noch eine, die ein bisschen mehr muss rein. Schicken wir die 2 beste und die 2 schlechteste. Ups, die sind ein bisschen mehr als nötig. Aber ich schicke eigentlich nie ein Schiff allein los, weil sonst gibt es Schäden und dann ist die Mission flöten, wenn ein Schiff muss abbrechen muss. Aha, nein, jetzt muss ich den schicken. Und schicken wir einen Supporter mit. Dann schicken wir da den letzten Explorer.
Den Supporter, der mit der besten. Okay, ja. Dann schicken wir auf die Balance-Mission einen Supporter. Der letzte und dann schicken wir eine gute Kampfmaschine mit, weil Zweifelfall kann man sich den Weg noch freischiessen. Gut, das ist auch mehr als die geforderte Qualität. Und jetzt kommt natürlich wie immer hintere Semmel. Zum Speicherpunkt. Hallo. Mach schon. Und speichere. Und das wäre es jetzt mal für heute. Gefilmt. Tschüssli zusammen. Hebt den Guten. Macht den Schönen. Tschüss.